Guten Morgen, LuxAP Community. Ich begrüße dich herzlich zu diesem Video heute zum 24. Dezember, 4. Advent, Halle Jovent, für mein gehabt. Ja, wie da wahrscheinlich schon am Adventskalender-Post dem letzten Haut gesinnet, geht es heute die letzte Woche Armee, die dann noch all der Zeit, wo man eigentlich schon planen, so dabei zu machen, ja, das ist eine längere Geschichte tatsächlich, dass sie mal endlich auf das Server geht. Voilà. Was ich heute an dem Video werde machen, ist, ja, ich hoffe, nicht zu lange steuere bei den Feierlichkeiten, die heute anstehen. Bon. Allerdings will ich trotzdem auf Militär zu schätzen kommen an, ob das wie es noch weitergeht mit LuxAP an den nächsten Monat, wie so den Status aus dem Server an, voilà, wenn jemand dann wahrscheinlich auch keine starten, wobei ich dazu nicht konkretes kann suchen. Auf jeden Fall. Gehe ich mal wirschel, dass wir direkt mit der Armee aufhängen. Naja, dann stellen wir uns mal froh, für was geht bis noch keine Armee, wenn wir ja gesagt haben, wir haben das schon oft probiert, mit das nicht gehen. Die Grenzen sind ganz evident. Wir hatten keine Leute für die da überholen. Das ist so einfach so. Und wir haben also auch welche zum anderen Sachen gekommen, die mir wichtig waren. Wie lo ein Militär. Also tatsächlich ist die echte Idee vom Militär schon bei der Version 4.1 von LuxAP kommen, das als wenn ich werde das schmengen, das war, nee, ich meine, das war nicht 4.1, oder? Ich weiß es tatsächlich mal nicht so genau. Doch, das war 4.1. Das war letztes Jahr am Englisch eine große Vakanz, an Sommer war das irgendwie so, die Season. Da war per Fall die Ehrlichkeit vom Militär geschwärzt gegen bei uns. Intern vom Team. Boah, das ist wie gesagt so nicht gegen Lo. Geht da war etwas. Gut, war lang geschwärzt, viel unnötiges geschwärzt. Hat möchte Armee da lo. Was für war, brauchen wir eine Armee. Vielleicht denken sich wahrscheinlich, ja, was man die Baller nehmen der Straße oder irgendwas in der Richtung, mit 100 Lanze verteidigen und so weiter. Ja, nee, das möchte die Armee nicht dabei sein selber. Was aber möchte, und da habe ich mal pur Punkte abgeschrieben, schon ja, was das haben wir logisch, ob das auch ganz gut nicht nur der Reihenfolge hier sortiert. Das ist ziemlich schlecht. Ich meine das sehr. So. Voilà. Gut. Perfekt. So. Also, wir fangen direkt mit der echten Sache an. Das ist dann natürlich ja, der Schutz für kritische Infrastruktur. Das ist nämlich so, dass wir wollen nächste Season auch politisch Attentate, also terroristische Attentate wollen erlauben, das war bislang nicht der Fall. Wir haben noch sämtliche Möglichkeiten, terroristische Attentate zu verüben, schon auf Server, ja. Also, ich meine, kann zum Beispiel den Strom erschalten für die ganzen Staaten, den so ein Umspannwirk du an Blutfläche lässt. Das ist sicher schon ein Terrorangriff. Das klingt immer so schlimm, aber voilà. Ja, der Militär schützt du natürlich voilà, den Staat für solche Angriffe. Und ich meine auch, könnt ja laut Politik dabei, der Tisch auch ja, politisch motiviert Attentate an auch Politiker musste geschützt gehen. Also das ist der nächste Punkt. Militär schützt auch heisch Personen. Nicht nur unbedingt wie so Sicherheitsdienst, mehr also zum Beispiel Konvoiers mit Politiker oder so, da kann Militär da natürlich nie auf der Polizei auch dann dabei sein. Bon, dann ein anderer Punkt, was da mehr möchte, was sich auch tätig geht, dann wird Sinn hat, ist die Logistik von den staatlichen Berufen. Ja, wie das funktioniert, das weil du stellst mal um den Kreis zur Politik. Politik bestimmt ja sich ein Budget für die einzelnen Berufe. Und ja, darauf sind wir leider nicht ganz angegangen, weil man nicht drauf angehen konnte. Aber was möchte die Budget aus sich? Man die Budget ist da für Equipment zum Beispiel. Und nicht nur natürlich auch Autos und so weiter, aber das stellt zum Anfang ziemlich viele Sachen an. Wir hauptsächlich mit Equipment von verschiedenen Berufen. Und das Equipment wird eben vom Militär geliefert und Militär wird eben auch für die Lieferungen bezahlt. Weil also von Dingen, das ist Militär auch sehr Geld. Voilà, das dort entstehen da so groß Konvoien, wo das Militär dann eben die anderen Berufe Fraktionen beliefert. Ja, die sind dann auch mal gerne ein oder andere Waffen da dran. Wenn man Polizei beliefert, gibt es auch ziemlich viele gefährliche Booms dran. Weil die gehen dann dementsprechend auch beschützt die Konvoien. Dann
voilà, sie bedegen sich auch unter Luftsicherheit an der Überwachung vom Luftraum. Wieso also immer so, dass sie sich kann man einen Flieger am Drumfläche wie sos ich in Appes und das dürfen nie in der Hall kann noch mal einen Flieger für der Police flüchten. Das also nämlich so, wenn lo an den Lo mal einen Flieger an den Luftraum, also wenn den einen Flieger fliegt, dann muss ihn auch mal einen ATC verbunden sein, also mit einem Funk, den eben vom Militär überwacht wird. Aber wenn ihn zum Beispiel abgefordert wird zu landen, dann muss er doch gemäht gehen. Falls nicht, dann voilà, folgt dementsprechend ein Raket, ja, oder voilà, ne, es könnte wahrscheinlich schon Kampfjet ran, aber den haben wir eigentlich auch wieder nicht. Du, also als Luftraum geht ja sich eigentlich mal von der Belsch geschützt, ich bin mir gar nicht sicher, ich will von okay Brei labern, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich habe voll mal kein Kampfjet, aber wie läuft. Hallo schon, einfach als Mittel zum Zweck, weil man das einfach braucht, weil es sonst nicht anders geht. Me, voilà, die werden wahrscheinlich nicht auf den Gebrauch kommen, weil das ist da doof hier, naja, eben zu intercepten, also mal primär nicht mehr nie auf den Flieger zu fliegen, dann das zu motivieren, dass sie so landen, und wenn das nicht passiert, geht dann eben, also geht dann dementsprechend mir Hackschmittel ins Dreck gegriffen. Voilà, mir das wird auch wahrscheinlich schon oft geschehen. Das wird natürlich auch evitiert, weil, naja, die Flieger fallen natürlich immer nach Ruf. Und du sind dann natürlich auch Leute, die können zu Schuld kommen. Natürlich ist das alles dann RP, aber wirklich passiert zu 99% nicht. Bon, anyways. Voilà, was tun wir dann hier? Sie verholen auch Grundausbildung von den Polizisten und Zivilisten. Ne, das war also ein bisschen falsch formuliert. Ich meine, das habe ich so abgeschrieben, das weiß nicht aus mir, das war nicht richtig ist. Zivilisten können, wenn du mal beim Militär go was Lust tun, für du eine Ausbildung zu machen, dass diese Reservisten da können am Moment, was sie gebraucht können, sich gefragt gehen, ob sie dann wollen sich wie bei irgendeiner Sache vom Militär wollen du bedeligen. Das ist natürlich da keine Pflicht, ne? Aber dann haben eben die Grundausbildung gemäht. Auch der Waffenschein möchte den du, das ist aber noch ein Punkt nicht später, natürlich kommt da nur drüber zurück. An Polizisten, also für den Umgang mit den Waffen, für das Polizisten beizubringen, dafür als Militär wahrscheinlich auch zuständig. Das ist nicht so, dass die ganze Grundausbildung von den Polizisten und Militär basiert. Das ist nämlich ein Teil von der Formation. Ich kann noch nicht so viel an Detail, aber das ist auf jeden Fall ein kleiner Teil von der Ausbildung, die du eben an einem Herrenbirsch stattfindet. Also viel dazu. Dann der nächste Punkt ist der Waffenschein an Waffenregistrierung. Da habe ich schon ein bisschen viel gedacht. Das in Zukunft ist so, dass nämlich Polizeiwaffenschein möchte mit das Militär, weil das ziemlich viel Arbeit für die Polizei war. Ich meine nicht, das sind eine kleine Waffenschein, aber wo sind aber immer eine bei Polizeibüro checken, die dann den Waffenschein mit einem möchte so weiter, und das ist aber immer viel Aufwand gewesen. Dann das war einfach zur Zeit aufwendig. Wenn es mit Militär da lo an, das ist so, dass wenn ich will eine Waffe legal erwerben, also dass ich, wenn ich sich will, zum Beispiel Selbstverteidigung eine Waffe zu lehnen, dann muss die beim Militär bestellt gehen und du aufgeholt gehen. Und Militär meldet sie auch und ihn dann unnötig. Eine Datenbank mit der Waffennummer, ja, also wir haben ja alle Waffen, eine Nummer am RP, eine ID, die in den Schirm markiert ist, die geht als Polizist, aber wir schon auch angewiesen, wenn eine Waffe schießt, da fällt ein Patron auf die Boden, und Polizisten können die Patronen an der Sicht gesehen dann, weil eine ID-Waffe geschossen, also anhand von der ID, wie eine Waffe geschossen. Bon. Egal, Klammer zu. Weil die ID geht dann eben mit einem Nummer beim Militär. Dann überhöhle sie Zeugenschutzprogramme, das selbst mal gar nicht hatten. Bis das ist nicht immer so, dass wir mehr wollten bei der Polizei zum Beispiel eine Person ausquatschen. Und die hat gesagt, hey, ich darf nicht so, sonst verfolgst du mich mit Fraktionen, dann steht irgendwo oder so weiter. Weil das, du kann man lo kontra, dann ist man so, ja, hi, mit dem Zeugenschutzprogramm. Das heißt, Leute, die eine Zeit aus dem Markt gehen, andere Leute, die potenziell gefährlich sind, weil die gehen dann eben ob den Herrenberg verfracht, ja, und die haben hier persönliche Residenz, dann an der Militärbasis tatsächlich. Du siehst auch sicher, also es geht schwer, an der Militärbasis ungemäht anzubrechen. Voilà. Da erklärt ich dann auch eben dem Sprich für selber, und die haben dann hier Residenz, und die gehen nur versucht. Eine Zeit lang, natürlich. Wie da wirklich konkret umgesagt wird, wissen wir noch nicht. Aber du möchtest bestimmt, du fällt das bestimmt etwas an. Dann stellt auch Militärpersonal von der Super, gut, da habe ich ganz viel Chinesisch gesprochen, was
lo super also sich also die Kriminal kann das wahrscheinlich echt als den nervischen Helikopter von der Police, ja, also der Police-Helikopter, die Einheit, die Police-Helikopter bedingt auch stellt, das ist super, also Support Area. Voilà, die Einheit, die geht halt immer von der Polizei sich ausgeführt, ja, also Personal ist immer von der Polizei gestaltet gehen. Das ist doch so, dass von der Militär aus kann ich auch an Super gehen und dann eben mal Police-Helikopter fliegen. Sicher ist nämlich auch an Wheeler so, dass den Police-Helikopter gleichzeitig auch als ein Militärtransporthelikopter, also irgendwie so, du sind schwer, wie so doch nicht drum ganz sicher. Mir auf jeden Fall implementieren wir das so bei uns, MRP, dass Super auch kann vom Militär gestaltet gehen. Weil das neuerdings so, dass man irgendwie eine Kamera geändert hat und so weiter. Und da brennen immer 2 Leute am Helikopter, aber die 2 Leute fehlen der Polizei an Boden. Man Polizei hat schon nicht viele Leute. Also weiter. Boah, das ist schon nicht wichtig. Also natürlich für die Leute, die unter ihnen interessiert sind, mir braucht die ja dann auch weiter informiert. Gut, das sind so die Care-Aufgabebereiche von der Armee gewirrscht. Wir freuen uns sehr wirklich, dass du endlich könnt, weil das ist ein bisschen ein Projekt, das sich länger gestiftet. Wir hoffen dann auch wirklich, dass es etwas göttlich ist, sie verhält ja nur wichtige Bereiche bei P. Aber auch während Eventer, die wir da machen, ist natürlich präsent, ja. Also du hast echt so gewählte cool Auftritte, zum Beispiel bei Porto Werten oder so, die man wahrscheinlich auch organisieren werden. Du hast Militär natürlich auch nicht was zu denken dann. Gut. Für wer brauchen wir dann überhaupt länger mehr? Für wer ist das wichtig? Aber ja, es gibt 2 zentrale Punkte. Der erste ist, dass man mal in neuen zivile Berufen, ja, was eigentlich mal zivil, das ist kein Polizei und das auch nicht kein krimineller Beruf, an Anführungszeichen, das ist keine Fraktion. Das ist ein Beruf, den Zivilisten können machen, was sie nicht wissen, was sie sonst sollen machen. Voilà. Du kannst auch, ja, quasi, kann auch Kriminelle dann dazu verurteilt gehen, dass sie mussten als Sozialdienst, an Anführungszeichen, auch da an der Armee mussten eben hier, das ist natürlich eine Wehrpflicht, aber sie gehen halt eben dazu verurteilt, dass sie eben, du mussten hier einen Dienst untreten für eine Zeit lang, dass sie da eben hier Grundausbildung zum Beispiel machen mussten. Das ist auch eine andere Art von Bestufung. Das ist wirklich auch ein Punkt, was möchte Armee, ich werde die Leute abbringen, ich habe das vergessen. Bon, anyway, so gut für eine Armee, voilà, mit Zivilinteraktion, ja, also das ist natürlich ein ziviler Beruf, den mit den anderen Berufen interagiert, an eben auch Krimineller von der Straße, also Krimineller, die forcément kriminell gesinn, weil sie sonst nichts zu tun hatten, weil sie keinen Beruf hatten, den nicht ob hier böse waren. Ich schlug mein Mikro die ganze Zeit, das ist wahrscheinlich gerade angenehm, aber bon, ich gebe mal mehr nicht zu schlagen. Voilà, die eben forcément kriminell gesinn, weil sie sonst nichts zu tun hatten, weil sie keinen Beruf hatten, den sie interessiert hat. Du hast dann Militär oder mehr. An was Interesse, das ist schon Stichwort für das nächste. Der nächste Punkt, der wichtig ist, wir hoffen also sich, dass durch den neuen Beruf pur Leute auf den Server kommen, die sich gesehen, dass es ein Militär geht, an die Militärenthusiasten sind. Voilà, dann mal primär am Sinn, auf den Server kommen, an der Armee zu gehen. Ja, da bringt natürlich auch Spieler dabei, und dass sie dann auch im Server bleiben und auch vielleicht auch andere Berufe ausführen. Der wirst du sicher, dass der Server darauf abgebaut da sind. Nicht nur einen E-Charakter hat, weil es gibt ja so Sachen wie Koma und auch demnächst auch lebenslange Prisonstrafen. Also, ja, aber auch gut lebenslang, was der Charakter wird. Aber Prisonstrafe, wo der Charakter gespart wird, das dazu kommen natürlich noch konkrete Sachen, was ich dann an dem Fall ist. Auf jeden Fall ist dann der Charakter gespart, und dann muss ich mal den zweiten Charakter spielen. Natürlich mehr, wenn die Leute sich dazu motivieren, dass sie 2 Charakter haben. Dann natürlich ein Hauptcharakter an den Nebencharakter, wie das will handhaben, dass sich der Spieler selber evaluiert. Voilà, natürlich, wenn dann der Armee geht, ist wahrscheinlich geteilt, dass ein anderer Charakter hat, wo man den anderen Beruf ausführt. Voilà, egal, die hat die Prinzip verstanden, es kommen Leute auf den Server, wenn es Militär. Gut. Da ist sich alles über die Armee gewirrscht. Wir hoffen, dass, wie gesagt, dass es etwas gibt. Wie gesagt, schwätzen mit das Video natürlich auch erst als Community und für das er vielleicht interessiert sind, also einen Beruf zu schaffen, waren ja schon Leute, die enorm interessiert waren, also eine Idee oder Armee, die war ja auch schon für die Community kommen, dass wir das machen. Voilà, wir hoffen dann, dass die Leute sich den Beruf da können zuordnen und dass die dann auch zufrieden sind. Voilà. Generell das diese Geld, also das ist eigentlich von der Season, wo man noch, also wir waren noch nie so viel auf Telefon der Community angewiesen, was von allem auch Konzepte ausschaffen, an ja, Ideen beifügen angeht, und auch natürlich einfach mehr Manpower, wir brauchen mehr Spieler am Server,
der ich doch schwatzen den Opruf von all Mönsch wann ich wie Kollegen hört die kann die vielleicht einfach interessiert für so etwas zu spielen also Lu zu spielen an naja sie hat noch nie so welche Beruf die sie interessiert hat ja vielleicht da hat neue Berufer die dabei kommen voilà so viel dazu bon wie am Server weiter geht mehr genieße Lummer als wohl verlinkten Mini-Wanderpause ja ich feier der Stück herzlich wenig gemacht wie eben dat überall zu ass ja mehr braucht noch als Zeit mit der Familie wat drin an du no geht da weiter man schaffen also wir sind momentan ziemlich okay dabei ganz der Zeit lang geht net hey dat können wir bestimmt ewig grad mal gucken wieso das ja doch nicht konkretes Pflege sie wenn ich mal starten ziemlich frei am Jahr also wirklich du probierst du zu halen dat man so tun ist ganz konkret das nicht festgelöst der heiert von Eis als Team wahrscheinlich die echt ja next year ja also der dauert noch ganz steck ne ich meine ja 7 oder so aber du könnt vielleicht irgendwie ihre Stellungsnahme raus oder irgendeine Information vielleicht die League oder so weiter aber du heiert da bitte von Eis aller spätestens dann ja so hat man alles gewischt in kenne schon sagen erzähle mir da gibt bisschen 4 greifen an das bringt ich weil Sachen nicht ausgeschafft sind natürlich schmecken das war mal alles bon da wünschen ich alles Gutes nee war mal na nicht alles gesammelt ja da waren absolut genau richtig wünsche ich viel Spaß und viel Fried mit der Freundin an ihrer Familie und eine Feier die ich und dann voilà war mal nicht sollte für tun wünschen ich alles Gutes an neue Jahr alles was ihr wünschen könnt eine gute Rutsch voilà adi